Nach 10 Monaten ist es endlich wieder so weit. Das Duell, wo niemand aus der Schweiz drauf gewartet hat. Der Mr. Stilio Einkaufswägeli Adi Totoro und die Mode-Ikone Ask Switzerland messen sich im Wissen rund um die Schweiz. Nachdem die letzten beiden Runden zugunsten von Ask Switzerland gegangen sind, zeigt sich der Adi Trottinett aber zuversichtlich. Der Lionel natürlich ein extrem intelligenter Dude, der Lieblingsschwiegersohn von jeder Mutter. Und wir hoffen, dass ich heute trotzdem ein bisschen Schaden anrichten kann. Genau. Jo, ich habe die letzten 2 Mal gewonnen und das ist uns natürlich sehr gut bewusst, aber man darf sich nicht auf Statistiken verlassen. Man muss jedes Mal wieder mit voller Motivation ins Spiel gehen, in den Fight gehen. Ich probiere heute ein bisschen gescheiter zu sein als letztes Mal. In dem letzten Mal bin ich recht dumm gewesen, um das jetzt lieb zu sagen. Ich habe mich ein bisschen an Mark Galaxy Nilay orientiert. Aber alles in allem glaube ich, wir sind Profis und wir mit dem Druck umgehen können. Also von dem her ist jetzt nicht Neues. Es wird also ein außerordentlich spannendes Spiel. Oder wie der Ask Switzerland in seiner doch schon angsteinflößenden Kampfansage sagen würde. Ja, voll. Ja. Nein! Nehmen Sie Ihr Meerschweinchen aus der Mikrowelle und begrüßen Sie die beiden C-Promis Adi Totoro und Ask Switzerland. Also. Mama, hast du die Sonnenbrille an? Sehe ich so blendend aus? Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zum dritten Länderduell gegen Lionel, a.k.a. Ask Switzerland, a.k.a. Lieblingsschwiegersohn von der ganzen Schweiz. Danke. Wir zwei haben das Duell ja schon 2 Mal gemacht, beides Mal hat Lionel gewonnen. Heute ist der Revanche und ich bin mir sicher, Digga, dass ich vielleicht gewinnen heute will. Ich glaube auch, dass ich gescheiter bin als du. Ich bin nicht gescheit. Leute, die Regeln sind ganz einfach. Der Lionel stellt mir 6 Fragen, ich stelle ihm 6 Fragen. Der, der am Ende des Tages mehr Fragen richtig beantwortet, gewinnt. Und der Gewinner darf das Handy vom anderen nehmen und irgendeine Story posten. Irgendeine Insta-Story, das können Nudes sein. Er darf den Donald Trump verlinken. Man darf machen, was man will. Ich bin gespannt. Ich bin nicht gescheit. Jing, John. Okay, ich fange an. Let's go. Was ist ein Referendum? Hä, aber was? Was ist ein Referendum? Ein Referendum kommt zustande, wenn du 50'000 Unterschriften gegen einen Parlamentsbeschluss zusammenbringst. Okay, schon wieder absolut kein Bock mehr auf das Video. Ich habe gerade die Wikipedia-Antwort gesagt zu dem Ganzen. 1-0 für Lionel. Okay, super, wunderbar. Ich fange mit einer schwierigeren Frage an. Du musst es aber nur auf 100 Jahre genau haben. In welchem Jahr ist die Universität Basel gegründet worden? Du darfst nicht mehr als 100 Jahre daneben legen. Leute, das war's nicht gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Merci vielmals fürs Zuschauen. Sehr grosszügig mit 100 Jahren. Ich finde, das ist jetzt also eine übertriebene Reaktion. Wenn sind Universitäten gegründet worden? Ich weiß nicht, Digga, das ist safe 1778 gewesen. 1778, ich muss dich leider enttäuschen, es ist 1460 gewesen, damit bist du mehr als 300 Jahre daneben und kriegst den Punkt nicht. Das sind Leute schon so lange gescheit. Ja. 1400 haben immer so 1400 sind für mich die Leute einfach noch nicht gescheit gewesen. Ich sag mir es ist, wenn du das weißt, dann bekommst du einen Punkt. Welches ist der grösste Schweizer auf Instagram? Tipp. Ja. Du bist nicht. Das weiss ich, weil du hast schon mehr als ich. Habe ich schon mehr jetzt mittlerweile? Wieso mache ich überhaupt mit dir ein Video, wenn du wenige Abonnenten hast? Also jemand mit Schweizer Pass, aber es muss nicht irgendwie Schweizerdeutsch sein. Ich vermute, der Roger Federer sein. Die Antwort, lieber Lionel, ist komplett falsch, weil es ist der Mann aus Möhlin, der Ivan Rakitic. Ah, der Rakitic, ja, der hat ja auch den Schweizer Pass. Und damit bekommt der Lionel absolut keinen Punkt für die Frage. Grüße gehen raus an Ivan Rakitic, wenn du zuschaust. Kannst du mich mal verlinken in der Story. Wie viele Kilometer Autobahn gibt es in der Schweiz? Jetzt kommt die krasse Berechnung. Die Schweiz ist 300 so, irgendwie 200 so, hätte ich gesagt. Wenn jetzt eine Autobahn baut, wäre es so, dann wäre es 300. Aber es gibt safe 3 in die Richtung. Sagen wir 600, 900, aber 200, 200. Und dann gibt es noch ganz viele Kreuzungen und alles. 11'000 Kilometer Autobahn. Wir sind bei genau 1462 Kilometer Autobahn in der Schweiz. Mit 11'000, ich hätte jetzt gefunden, wärst jetzt irgendwie so, hättest du gesagt 2000 oder 1000, da hätte ich dir den Punkt gegeben. An sich wäre die Rechnung immer so schlecht. Ja, mit 300, zweimal runter. Ja, macht 1500, du hättest es auf 38 Kilometer genau gehabt. Ja, wieder mal kein Punkt für mich, ist alles easy. Ach je. Lionel, sing die erste Strophe von der Nationalhymne. Alter, das ist so eine fucking awkward. Kannst du das mal Akkordeon spielen? Ja, ganz gut. Aber du musst mitsingen, du kannst schnell reden. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im strahlenden Meer, dich, du hocherhabener Herrlicher. Wenn der alten Firn sich rötet, betet freie Schweizer, betet, eure fromme Seele ahnt, Gott, den Herrn im Vaterland. Ja, du hast einen Punkt bekommen, kurzer Applaus von mir. Für mich reicht es nicht. Ich wette, jetzt kommt wieder irgendeine rotzige Schätzfrage, wo man 30'000 Kilometer weg ist. Und zwar haben wir vor 100 Jahren in Europa, oder eigentlich weltweit, die sogenannte spanische Grippe gehabt. Wie viele Todesopfer hat sie in der Schweiz gefordert? 6'000.
25'000. Von wo? Leute, von wo soll ich das wissen? Weißt du, ich stelle mir so Fragen, so erste Strophe, Nationalhymne, alles mega easy. Ich stelle dir Schätzfragen. Das heisst, du hast eine mega breite Palette an möglichen Antworten, die korrekt sind. Du gibst mir eine Frage, die genau eine korrekte Antwort hat und ich nail sie verdammt. Ja, dann kann man auch besser messen, dass es richtig ist. Keine Ahnung, was ich gesagt habe, das ist einfach zum Kotzen. Egal, ich gebe dir einen halben Punkt. Ich finde, das ist gut. Aha. Ja, voll. Ja, ich habe einen halben Punkt. Der erste halbe Punkt. Über welche Pass kommt man ins Engadin? Du musst 2 nennen. Maloja Pass, Julia Pass, Albula Pass. Und das ist absolut richtig! Nochmal ein Punkt für Lionel. Ich mache mega gerne Ferien im Engadin. Aus welchem Kanton kommt der DJ Bobo? Das ist Kanton Luzern. Oh mein Gott, Kanton Aargau! Aargau? Aber der wohnt jetzt in Luzern. Ja, das kann sein, aber er ist im Aargau geboren. In Köliken, Kanton Aargau. Ja gut, aber wenn ein Köliker geboren ist, kann man wirklich rauchen, Digga. Es gibt nichts Schlimmes als Köliker. Ich weiss nicht, ob die Frage für dich schwierig ist oder nicht, aber ich frage es jetzt einfach mal. Das heisst ja SBB CFF. Für was steht CFF? Damn, jetzt hast du mich wieder auf der Achillesferse getroffen. CFF. C steht sicher irgendetwas mit Konföderation. Gonfi, für Gonfi Für Gonfi. Gonfi-Föderation. Oh mein Gott. Gib die finale Tipp ab. Okay, komm, fahr fort. Ich weiß es doch nicht. Komm, fahr fort. Ich weiß es echt nicht. Muss dezent los. Und damit haben wir in dieser Runde keinen Punkt für Lionel, weil das heisst nämlich Chemin de Fer Fédéraux Suisse. Okay. Man lernt immer etwas in meinen Videos. Meine Videos sind hoch belehrend, sagt man auch im Fachjargon. Meine Frage, die ist ein bisschen einfacher, aber nicht ganz. Ich meine, es ist auch wieder eine Schätzfrage. Aber vielleicht weißt du das, weil du sehr lange bei den Medien geschafft hast und mit dieser Person vielleicht schon Kontakt gehabt hast. Wie viele Kinder hat der Ueli Maurer? Der Ueli, der ist natürlich Mauer und wir wissen ja, Mauer sind rechte Fuckboys. Und nehme ich an, dass der Ueli Maurer schon das ein oder andere Mal mit seiner Frau in die Kiste gestiegen ist. Hat er überhaupt Kinder? Ja. Ich sage 3. Okay, leider hat er 6 Kinder. Das heisst, der Ueli Maurer hat schon 6 Mal mehr gesmashed als ich. Wir haben im Moment 3 zu 0,5 Punkte, aber die letzte Frage gibt 2 Punkte. Ja, was bringt dir das bitte? Das heisst, ich kann nicht mehr aufholen, ich schon 5 beantwortet. Ja. Ich komme in diesem Video immer so geisteskrank dumm über. Nein, nicht nur in dem. Welches ist der grösste schweizerdeutsche YouTube-Kanal? Also Entschuldigung, meinst du YouTube-Kanal, der seine Videos selber macht oder der seine Videos einfach... Wo seine Videos selber macht? Dann der Stefan Büsser. Das ist leider falsch, weil du der grösste Schweizer Nein, der Stefan hat mehr Abonnenten als ich. Bin ich lost? Oha, Leute, ich habe eigentlich schon verloren, aber wir machen noch eine letzte Frage und wenn ich die richtig beantworte, dann bin ich einfach Sieger der Herzen. In welchem Jahr hat sich die Schweiz ins internationale Zeitsystem eingefügt? Sprich, eine von der internationalen Zeitzonen. Aber warte mal ganz kurz, wenn du dich vorbereitest auf das Video, wie kommst du darauf, dass du jetzt eine Frage suchst mit dem Zeitsystem von der Welt, wenn sich dort die Schweiz eingefügt hat? Ich habe einen sehr interessanten Artikel in der NZZ am Sonntag gerade kürzlich über das gelesen. Ich habe es nicht mal recherchieren, ich habe es einfach gewusst. Nein, ich habe letztes Jahr auch NZZ gelesen. Einmal 1880 hätte ich das Oh, mega gut, 1894. Das ist definitiv der Punkt. Und da haben wir den Ehrenpunkt. Fantastisch. Nein, super. Ey, ich habe ganz knapp gewonnen, müsste man fairerweise sagen. Ich habe wirklich viel nicht gewusst diesmal. Damit Gratulation zu deinem Sieg. Corona. Mein Insta ist mir eigentlich heilig, ich gebe das niemandem. Aber Lionel, mach was du willst, mir ist egal, kein Bock mehr auf den Scheiß. Salut zusammen, hier ist der Lionel und ich möchte euch Adi sein grosses Singtalent vorstellen. Adi, Nationalhymne bitte. Okay. Dritte Morgenrot daher, seh ich dich im Schadenmeer. Fantastisch. Hey, wir sind so stolz auf dich. Stell den Scheisstag ab, Digga. Warte, ich habe mich nicht markiert. Lionel. So, und jetzt gehst du mir das Handy wieder zurück. Schaut noch bei ihm vorbei. Bei ihm haben wir ein Video gemacht, wo wir taiwanesische Süßigkeiten probieren. Absolut zum Kotzen. Und sonst, ihr wisst, was ihr damit machen. Like das Video, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Kannst du kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man so die Glocke aktiviert? Die Glocke aktiviert. Kling dong. Schaut nächsten Sonntag wieder vorbei. Schaut bei ihm vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Wie geht mein Auto? Peace und Blümli. Echt jetzt? Ja. Peace und Blümli.